Alle reden, keiner sagt doch jetzt. Komm, Jetzt sag reden denen mal. Jetzt redet wir. Flag Edition. Flag Edition. Arr. Herzlich willkommen zu «Jetzt redet wir» mit niemand Geringeres als der Ruby. Dick und doof sind zurück. Genau, wir sind wieder zusammen. Kennen Ruby von der ersten Folge, wo sie auch ein bisschen scharfe Töne gespuckt hat. Heute wird es nicht anders sein. Falls ihr etwas dagegen habt, dann habt ihr halt etwas dagegen. Korrekt. Gut, schönes Intro. Letztes Mal haben wir abgeschlossen mit Pflege haben wir mal angeschnitten. Ich habe mega viel Rückmeldung bekommen, hey, mach doch mehr über die Pflege, erzähl doch ein bisschen. Und dann ist uns die Idee im Kopf herumgeschwoben, dass wir gedacht haben, machen wir doch so eine ganze Rubrik gerade. Wäre vielleicht noch fruchtig. Ja. Willst du auch mal etwas sagen, oder rede jetzt nur ich? Also was mir letztes Mal aufgefallen ist, dass das Lieblingswort Daseinsberechtigung ist. Das hat seine Daseinsberechtigung. Ja, Genau. Das sage ich viel, das sage ich sehr viel. Das ist dir gut aufgefallen. Und wenn du jetzt gerade am Sonntag den Podcast hörst und immer noch ein bisschen verkatert bist und weiter willst trinken, könntest du ja immer einen Shot nehmen, wenn du, wenn du Daseinsberechtigung sagst. Also gut. Daseinsberechtigung. 3 Shots. Ey, es haben mir noch ein paar Leute gesagt, oder ein paar haben gesagt, dass ich immer sage, am Ende vom Tag. Ja, voll. Das sage ich auch mega viel. Das ist so wie, das sage ich auch mega viel. Also, der Podcast bietet viel Raum für Trinkspiele. Siehst du dich dort, dass du so leicht abgeschnitten dort hockst? Nein, ich sage dir nur einfach. Ja. Nicht, dass es nachher wieder gut ist. Ja, also die in der Pflege tätig sind, die gehören natürlich bei deinen Interviews, Gesprächen natürlich immer raus, dass du paraphrasierst. Für die Leute, die es nicht wissen, was ist Paraphrasieren? Oh Gott. Einfach das, was das Gegenüber von sich gibt, in eigenen Worten widerspiegeln. Und gegenüber, ich fühle mich wie bei einer Prüfung. Ja, es gibt auch Noten. Dass du natürlich ein aktiver Zuhörer bist. Zuhörer. 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 Zuhören Nein. klingt so verschissen. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, Ja. das ist es. Okay. Also paraphrasieren. Und was war das nächste? Verbalisieren. Ja, voll. Und was ist Verbalisieren? Genau Weißt das du? Gleiche. Nein, Verbalisieren ist, glaube ich, wenn ich wie etwas spüre oder wenn du zum Beispiel Ja, jetzt aber du etwas... tust es nachher in deinen eigenen Worten. Nein, Verbalisieren ist, ich tue etwas, das nicht gesagt worden ist, in Wort fasst. Zum Beispiel, du sagst, ja, Eben. aber regst dich voll auf, dann sage ich, ui, das hat dich mega aufgeregt. Gell? Genau. Ich Das- verbalisiere das Gefühl eigentlich. Also ich gebe Eben, Ja, in wenn ich- eigenen Worten das Gefühl umschreiben. die Emotionen ausschmücken. sagen wir Okay. so. Also Gut. gut. Also, ich würde sonst gerade anfangen mit meinen Fragen. Mhm. Und würde dich direkt fragen, wieso du hast ja nicht Fahrgelehre gemacht. Mhm. Du bist ein Quereinsteiger. Mhm. Was dich dazu bewegt hat, in die Pflege zu steigen. Das ist auch, vor allem jetzt so ein bisschen, wenn man ein Mann ist, nicht das Typische. Ja. Du sagst auch im ersten Podcast, sagst, ich bin Pflegefachfrau, genauso wie du. Danke für das. Nein, wieso ich in der Pflege bin? Hey, ich habe in meiner Kindheit das mega oft gehört, dass ich so Gabe habe, so die Emotionen der Leute irgendwie zu spüren. Ich glaube, emotionale Intelligenz nennt sich das. Und dann hat mein Lehrer mir gesagt, ich bin so intelligent. Dann haben die Leute, mein Oberstufenlehrer mir gesagt, geh doch in den Verkauf. Super Schlussfolgerung. Er so 1 + 1 gibt 14. Ja, genau. Und dann habe ich meine Lehre gemacht, es hat mich voll angeschissen. Ich sage dir ehrlich, Verkauf... Hast du sie da in der Schweiz gemacht? Ja. Ich bin seit 12 Jahren da. Dann habe ich meine Lehre da gemacht. Und meine Brüder, ich habe 3 Brüder, die arbeiten alle in der Pflege. Ja. Und nachher habe ich gesagt, hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Nein, und dann hat mein Bruder mir gesagt, hey, man kann das auch in der Psychiatrie machen. Und so die menschliche Psyche hat mich eigentlich immer mega interessiert. Und dann bin ich mal schnuppern
weißt du, das HF-Zeugs da, wo du so 3 Tage... Aufnahmeverfahren. Genau, ja. Habe ich das gemacht und das eigentlich mega spannend gefunden, mit den Menschen reden, dass sie mir ihre Storys erzählen und ich irgendwie kann mitwirken, helfen. Und so bin ich eigentlich zum Pflege gekommen, ja. Und bereust du deine Entscheidung? Nein, weil, das hast du letzte Folge auch gesagt und ich unterschreibe das voll. Ich bin durch den Job, durch die Zeit in der Pflege erwachsen worden. Es hat mir mega viel gegeben. Du kannst auch so hinterher chillen und so. Gemütlich. Bereue ich nicht. Gar nicht. Aber wenn du mich fragst, ist das, was du jetzt irgendwie die nächsten 30 Jahre willst arbeiten, dann sage ich klar nein. So, weißt, der Weg bis dahin war super. Ich bereue es wirklich gar nicht. Ich bin, wie gesagt, erwachsen worden. Oder du lernst ja mega viel, weißt, wenn du in der Psyche schaffst. Allgemein in der Pflege? Allgemein in der Pflege, aber in der Psyche, wenn es so kommt mit gewissen Themen und du das so ein bisschen adaptierst auf dein Leben, kannst du so mega gut Rückschlüsse irgendwie so machen für dein Leben. Und Sachen, selber Sachen auf dein Leben projizieren. Genau, Machst du genau. ja eigentlich ungewollt. Fix. Und je nachdem ist es positiv oder negativ. Voll. Genau, und so würde ich sagen, nein, ich bereue es nicht. Du? Wie bist du überhaupt in das? Du hast schon Lehre gemacht, gell? Ja. Mein Vater arbeitet seit 30 Jahren im Spital. Er ist Orthopädist. Und damals, was es geheißen hat, eben, wir müssen eine Lehrstelle suchen, hatte ich keine Ahnung, was ich machen will. Ich finde auch mit 15 so. Und ich bin immer so ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen ein Rebell in der Schule. Würde ich jetzt mal so milde ausdrücken. Und es hat mich auch nicht wirklich so interessiert, was ich in Zukunft machen würde. Und dementsprechend bin ich auch ziemlich faul gewesen, um verschiedene Berufe zu schnuppern. Mhm. Und dann bin ich das Erstbeste schnuppern. Bei meinem Vater, also im Spital, wo er gearbeitet hat. Das war damals Ballgerist. Ja. Und So schließt sich der Kreis. genau. Und ja, und dann bin ich schnuppern. Ich habe es auch geil gefunden, mega interessant. Vor allem, ich war dort auf einem Stock mit recht vielen Patienten vom Blattspitz, weiss ich noch. Okay. Die durch ihre Drogensucht und ungesundem Lebensstil Amputationen hatten. Ja. Und das ist natürlich, wenn ich war 14 beim Schnuppern, ist du so, wow, krass, und so, der kein Bein. Also, weißt du, so primitiv ausgedrückt. Und ja, ich habe mich eigentlich mega toll gefunden. Also, ich habe mich voll gesehen dem. Und dann habe ich aber noch eine Schnupperlehre gemacht als Pharmaassistentin. Nein. Ja, das ist eigentlich wie Verkauf in der Apotheke, nicht? So schlimm, so schlimm. Oder? Gar nicht meins. Ja, ich habe es verdrängt. Keine Ahnung, wie das ist. Schon an der Bahnhofstrasse. Ich habe jede Minute gehasst von dem Schnuppertag. Ja, und dann mich beworben, Lehrstelle, die Lehre gemacht. Ja, und im Fall ehrlich gesagt nie hinterfragt, ob das das Richtige war, weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin wie gemacht für die Pflege. Auch wenn ich mega anecke mit meiner Art, weil ich bin immer noch ich in der Pflege und es ist zwar schon zum Teil eine Maske aufsetzen oder vielleicht besser gesagt, also, du weißt, du lernst mit der Zeit bei den verschiedenen Menschen, okay, bei dieser Person bin ich so und komme zum Ziel, bei dieser bin ich so, bei dem muss ich den Knopf drücken. Also weißt du, so, du lernst das mega gut. Mega. Aber die Lehrzeit war mega hart. Ich hatte, also Katastrophe, ich sage jetzt den Lehrbetrieb nicht, ganz schlimme Berufsbildner gehabt, aufgrund von meiner Art und durch das, dass ich halt noch nicht erwachsen war und die Erwachsenenwelt gar nicht so kennt habe, sind mir recht viele Steine weggelegt worden. Und ich habe irgendwie trotzdem immer den Willen gehabt, nein, ich wollte die scheiß Lehre bestehen und ich wollte weiter auf diesem Beruf arbeiten. Und ja, und dann habe ich es echt durchgezogen. Mit sehr viel Steinen. Es sind keine Steine, es sind viel. Es ist der Mount Everest mal 10. Das ist, ja. Und dann hast du aber abgeschlossen und hast dann gerade weitergemacht, oder? Nein. Ich habe leider das Gefühl gehabt, ich muss zuerst Geld verdienen.
Ja, das macht, glaube ich, jeder. Ja, also vor allem jeder, der nicht wirklich Eltern hat, die finanziell einem unterstützen. Also ich bin nachher ohne meinen Vater aufgewachsen und hatte keinen Kontakt zu ihm gehabt. Und meine Mutter war dann alleinerziehend, seit ich keine 14 bin. Also gerade so nach der Lehre oder während der Lehre haben die sich getrennt. Also zum guten Glück, aber haben sie sich getrennt. Und ja, und dann wollte ich einfach meine Mutter unterstützen, bin arbeiten. Und dann nach ein paar Jahren habe ich dann gesagt, nein, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt wollte ich mich weiterbilden und habe dann die HF gemacht. Also nein, zuerst habe ich Operationstechnik. Hast du angefangen? Ich habe gedacht, ich muss unbedingt in den Ops, aber... Und ich habe gedacht, weißt, mit meiner Art komme ich mega gut an im Ops, aber dann habe ich auseinandergenommen. Schon? Ja. Dann ich so, nein, vor allem so lange stehen an einem Obsttisch und so, das ist gar nichts. Und mir fehlt so ein bisschen der Menschenkontakt, also so sozial hat mir mega gefehlt, weil Patienten sind meistens gekommen und sind entweder unter Vollnarkose oder haben eine leichte Sedierung gehabt und dann hast du nicht wirklich mit denen geredet. Eben, ja, geil. Und ja, und dann habe ich die HF gemacht und arbeite seitdem. Was heißt, also HF, für die, die es nicht wissen, das ist die Hochfachschule. Nein, ja, ja, die höhere Fachschule. Ja. Höhere Fachschule und dann bist du einfach nicht mehr... also du bist dann diplomiert und hast dann einfach mehr zu sagen, mehr Verantwortung und auch mehr Sachen, die du machen kannst. Zum Beispiel jetzt ein Beispiel ist, glaube ich, Infusion legen, oder? Du darfst, glaube ich, als VG nicht, aber als diplomiertes Personal darfst du das machen. Du darfst auch gewisse Medikamente von dir ausgeben, ohne ärztliche Verordnung. Schreibst natürlich die ganze Pflegeplanung, gibst Pflegediagnosen. Es ist, finde ich, so etwas zwischen Assistenzarzt, also ich merke das jetzt im Gefängnis, und VG. Ja. So, du hast einfach eben ja, also mehr ich habe es immer ein Verantwortung. bisschen lustig gefunden, wenn die frischen Assistenzärzte gekommen sind. Die haben keine Ahnung gehabt. Die haben noch nie einen Patienten betreut und dann sagen sie, hey Ruby, was muss ich machen? Ich sage, komm, verort mal das. Ich schwör's dir, so, das ist so ein bisschen der Standard bei uns. Frisch ab der Presse. Dann hat sie mir so geheißen, ja, informiert Sie den Arzt. Ich so, der Arzt kann dir gar nicht helfen. Informiert mich, Mann. So, halt dich an mich, aber sonst gehst du unter. Aber ja. Ja, aber ich habe eigentlich meine Berufswahl nie bereut. Hast du die 2-Jährige oder die 3-Jährige? Die 2-Jährige. Die 2-Jährige, okay. Ja. Kareum? Nein, Zack. Zack, okay, ja. Eben im Zack kannst du, glaube ich, Psyche und Somatik machen. Und Langzeit? Genau, und im Kareum kannst du dafür, lass mich nicht lügen, aber die haben, glaube ich, Hebammen-Ausbildung dafür. Nicht, dass das jetzt... also das ist ja ganz etwas anderes. Ja, genau. Aber die bieten das wie dort an. Habe ich gehört, aber eben korrigieren. Du hast es auch im Zack gemacht, oder? Ich habe es auch im Zack gemacht. Also Kannst vielleicht du als einfach zum Psychopfleger. einfach unterscheiden die zwei Schulen. Also ich habe die Lehre im Kareum gemacht. Ja. Und dann ist es darum gegangen, eben, wo mache ich jetzt die HF. Und Kareum ist sehr viel Eigenstudium. Mhm. Und mit Skills und so. Und ich habe gewusst, ich habe null Disziplin. Ich bin null die Person, die... weißt, es hat geheißen, 10 Stunden Präsenzzeit. Ich wäre auf die Sekunde 10 Stunden in dieser Schule und hätte absolut gar nichts mehr daheim gemacht. Ja, kann ich. Würde ich auch machen. Ja. Und ich habe gewusst, ich brauche Frontalunterricht. Ich brauche jemanden, der mir sagt, hey, schau, das musst du lernen, das musst du können. Und dann gehe ich heim und dann lerne ich es. Oder ich höre zu, check's und dann weiss ich es. Aber anders kein Plan. Also keine Chance gehabt, dass ich das schaffe. Also wir haben uns ja auch da getroffen. Und, man muss sagen, der Job ist ja wirklich so wie vom Aussterben bedroht. Also ich sage mal, Pflegefälle gibt es immer mehr. Psychisch Kranke, ja, hat glaube noch nie so viel gegeben, wird es auch immer wie weitergehen in dieser Leistungsgesellschaft. Corona ist noch. Corona ist noch. Das ist auch sehr ausschlaggebend. Aber hey, es haben alle applaudiert. Also. Hey, danke vielmals für all die Mongos, die applaudiert haben. Auf den Balkon. Ich habe so viel mehr Geld auf meinem Konto Ende Monat. Wow. Ich bin gegangen in Migros und haben gesagt, Karte oder Bar, habe ich gesagt, ich zahle mit Applaus. Haben sie gesagt, ist gut. Wie viel haben sie noch auf dem Konto? Nein, es hat mich aufgeregt, ehrlich gesagt, dass man den Job nicht irgendwie mehr fördert, sagt das jetzt finanziell oder den Job attraktiver macht. Und wir haben gesagt, hey, hocken wir da zusammen und reden mal wirklich über alle Facetten von dem Job. Wie gesagt, das Thema ist nicht in einer Sitzung ausgekäset und darum haben wir gesagt, machen wir wie so eine Rubrik. Also vor allem müssen wir vielleicht müssen wir auch noch sagen, dass eben ich bin vom somatischen Bereich, das ist Akutspital. Genau. Und du bist vom psychischen Bereich und das sind halt schon immense
Unterschied. Ja, Also extrem, das, was extrem. der HK an Menschlichkeit in seinem Beruf einbringt, bringe ich an Medizinaltechnik. Okay, weil Ruby ist so viel besser als ich. Nein, ja, ich habe das Menschliche nicht, wo wir richtig. Du hast das einfach, du siehst es einfach nicht. Ich habe das schon mal gesagt, letztes Mal auch, deine Art ist mega gewinnbringend. Ich bin nicht anders, ich habe vielleicht ein bisschen mehr... Gewinnbringend wäre auch wieder so ein Wort. Ja, mein Gott. Jeder zweite Satz. Ey, ich schwöre, ich habe keine Lust, 15 Minuten ist Nein, gut. Spaß. Also, das war's, danke. Nein, Spaß. nein. Ja, hänge mich drauf auf. Kommt noch etwas. Nein, es kommt nicht mehr. Es ist gewinnbringend, meine Art. Du Eben. musst das Kompliment beenden. Ja, du kannst kein Kompliment annehmen. Das ist mich nachher gerade, wenn ich irgendetwas nicht sage. Nein, wirklich, ich nehme es an. Okay, du hast eine mega gewinnbringende Art. Du bist schön, du bist hübsch, du kannst... Ich kann schon für den beruhigen dich. Nein, und ich glaube, deine Art braucht... Also die Psychiatrie braucht so Leute wie du. Vielleicht hast du nicht genau jetzt so viel Empathie für so Leute, die sagen, irgendwie, ich will mich umbringen. Aber wenn du wie das Wissen hättest, was uns wie vermittelt wird, hättest du das dann auch? Weil Also, ich muss vielleicht das korrigieren, was ich weiß noch, im letzten Podcast habe ich eigentlich gesagt wegen Suizid. Und also so krass ist ja meine halt, also ich habe nur das zitiert, was ein Dozent von mir gesagt hat. Und ich musste lernen, und ich habe das auch durch Pflege gelernt, weil ich habe früher, wenn jemand mir etwas mega Schlimmes erzählt hat, habe ich es immer gemessen mit dem, was mir widerfahren ist. Genau. Und wenn es nicht so schlimm war, wie das, was ich erfahren habe oder erlebt habe, oder wie das, was meine Mutter erlebt hat, dann, oder jemand, den ich kenne, der mir näher steht, dann hat es so wie... Dann, was hast du schon erlebt, du Banane? Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist auch normal, weil man misst es ja immer an sich selber. Zum Beispiel jetzt, ich sage das immer, wenn du mega viel Scheiße wie gesehen hast, erlebt hast, hast du ja auch einen gewissen Panzer. So, weil du heute immer noch stehst, hast du das alles müssen erleben und durchstehen. Und dass, wenn heute noch etwas kommt, wo jetzt Giselle Meyer, falls du jetzt so heisst, ich meine nicht dich, das nicht erlebt hat, weil sie irgendwie, das sage ich auch mega viel, Achtung, mit Rosenblättern beworfen durchs Leben gekommen ist, dann kannst du das wie nicht messen, weil... Minute 17 Alben betrunken, ja. Nein, weil, weißt, wenn du nichts wie erlebst und dann mit 25 das erste Mal so ein traumatisches Erlebnis dir widerfährt, ist das ja normal, dass das viel mehr aus den Söcken haut, als wenn du schon immer wie Probleme gehabt hast. Ja. Und das lernst du dann wie in der Psychiatrie, weißt du, wie ich meine? Also eben, ich habe das auch durch Pflege müssen lernen. Vor allem, ich hatte so recht gute Dozenten gehabt und eben dann immer versucht einzutrichtern. Eben, nur weil es für dich nicht schlimm ist, heißt es nicht, dass das für dein Gegenüber nicht den Weltuntergang bedeutet. Weil du weißt nicht, wie sie aufgewachsen ist, du weißt nicht, ob es jetzt mega eine behütete Kindheit war, nie müssen mit Problemen konfrontiert werden, weil vielleicht die Eltern immer versucht haben, die Konflikte aus dem Leben zu schaffen von dem Kind, von dem jungen Erwachsenen. Und dann sind sie plötzlich eben erwachsen, stehen auf eigenen zwei Beinen und haben das Problem und wissen vielleicht nach 21 Jahren das erste Mal nicht, wie man mit einem Konflikt umgeht und verfallen schneller in eine Depression oder in eine Hilflosigkeit. Ich tue jetzt Hilflosigkeit für ganz viele Diagnosen verwenden. Und das habe ich wirklich so lernen. Also, nicht jeder wird fühlen wie das, was ich fühle. Und ich weiss, dass viele würden zerbrechen mit dem, was ich erlebt habe. Aber das darf mir nicht das Gefühl geben, dass ich nicht empathisch sein kann für jemanden anderen. Also, es ist vielleicht ein bisschen gefaked, muss ich sagen. Es ist schon gefaked, wenn ich sage, okay, ich verstehe dich. Aber ich verstehe einfach, von wo das kommt, dass es für dich so schlimm ist. Genau. Und darum ist das in der Psyche gar nicht gern gehört, dass man sagt, ich verstehe es, weil du verstehst es eh nicht. Ich kann mich wie in dich hineinversetzen, ist dann wie etwas, wo mehr dass die Situation beschreibt, wo du gerade wie fühlst. Das ist ja ähnlich jetzt wie ein Knochen, sage ich mal, wo jetzt bricht. Weil, also ein Knochen, der gebrochen ist, an dieser Stelle, bricht es ja nicht mehr so einfach wie am Anfang. Oder wenn du jetzt jahrelang Sport machst, hast du ja nicht so schnell Muskelkater wie einer, der 30 Jahre keinen Sport gemacht hat. Mache, ja. Und dann kommst du mal ins Jiu-Jitsu und ich schlage dich richtig ab, zum Beispiel. Ja. Nein, ich mache das nicht.
Also zum Beispiel, vielleicht etwas Aktuelles. Ich meine, ich arbeite jetzt auf der Paraplegie. Für die es nicht wissen. Also Paraplegie, das ist, wenn du von Hüft abwärts, Para heisst 2, Hüft abwärts gelähmt bist, Tetraplegie 4, das heisst von Hals abwärts. Und dann gibt es je nachdem noch ein Hemi, das heisst halbseitig, das ist meistens, wenn man einen Hinschlag hat, oder was hat es noch? Sorry, und eine inkomplette Paraplegie oder Tetraplegie, das heisst, wenn du jetzt vielleicht noch die Hand oder den Fuß kannst bewegen. Was sagt man zu dem bei ziemlich besten Freunden, die gar nicht bewegen kann, nur sein Gesicht? Er war ein Tetraplegist. Okay. Aber ich weiss gar nicht mehr, was der für eine Diagnose Ich hatte. auch nicht. Okay. Aber Item. Tetra. Äh, Tetra. Das will ich sagen. Und die Leute, also die jugendlichen Leute meistens, weil die versterben sehr jung, wo vielleicht amigs im Ausgang sind oder am Zürichsee sind die oft, mit den elektrischen Rollstühlen, die zum Teil sehr kleinwüchsig sind. Das sind Duchenne-Patienten. Die leiden an Muskelschwund. Ja. Da gibt es ein bestimmtes Heim, das Mathilde-Escher-Heim. Die betagt so Jugendliche. Okay. Duchenne. Duchenne. Und Frag mich bitte nicht, wie man es schreibt. Nein. D-U. Schön. Nein, ich glaube, aber ALS und MS, was ist das? Multiple Sklerose, das sind. Also würdest du jetzt jede Diagnose nennen? Nein, aber die sind die. Ich habe gedacht, ALS ist auch wie etwas wie Muskelschwund. Ja, aber ich glaube, der Ursprung ist anders. Okay. Ich behaupte jetzt nicht, was falsch ist. Okay, Korrigiert mich. Ja, und dann hast du eben, meistens auf der Paraplegie also die Station heisst einfach Paraplegie, Zentrum für Paraplegie. Und wenn du dort Jugendliche hast, die einen schweren Autounfall hatten oder sonst irgendeinen Unfall und dann die Tetras sind, was sagst du denn? Also weißt du, so, die kommen ja dann immer frisch. Die sind meistens im USZ operiert worden, Not-OP, man hat sie irgendwie zusammengeflickt. Man hat gewartet, bis alles verheilt und die Diagnose steht dann irgendwann fest, eben, du wirst nie mehr laufen können, du wirst nie mehr deine... Geht's mit Kürbis? Sorry, ich kaufe jetzt viel Kohlensäure. Du wirst nie mehr ein eigenständiges Leben führen. Das heisst, du kommst jetzt in Therapie, 9 Monate bist du bei uns. Man schaut, dass du deinen Job, also entweder wenn du deinen Job nicht mehr ausüben kannst, was bei Tetra eben sehr oft der Fall ist, dann wirst du umgeschult. Oder du tust einfach IV beantragen. Oder bei Paras schaut man einfach, dass deine Wohnung rollstuhlgängig gemacht wird und. Und viele kommen dann halt natürlich in ein psychisches Loch. Also sagen, wieso trifft das mich? Wieso hat mir der Unfall genau mir ausgerechnet müssen widerfahren? Ich bin jung, ich bin aktiv, ich bin sportlich, bla bla bla. Was sagst du denn? Sagst du dann, ja, ich versuche mich in die Kinder zu versetzen. Ich bin dann immer ehrlich, ich sage, das ist gottlos scheiße. Ich wüsste nicht, wie es mir würde gehen. Eben. Und das ist ja genau das, was wenn so jemand kommt. Ja, oder einer kommt. Dein Arbeitgeber will nicht, dass du das deinem Patient, deinem Klient sagst. Alter, es kommt einer zu mir und hat irgendwie einmal gekifft oder so und hat jetzt nachher so eine kleine freche Nudeln. Ich mache keine Werbung da, ich schneide das raus. Das Scheiß Getränk. peruanische Getränk. Es kommt einer, hat einen Zug vom Joint genommen, oder? Und hat nachher irgendwie eine Psychose, es manifestiert sich und er ist schizophren. Und er ist irgendwie 16 und dann brüllt er und sagt, ich muss mein Leben lang Medikamente nehmen. Und die Medikamente machen ja auch etwas mit einem. Und dann sage ich nicht, oh ja, oh, das muss sie sehr aufregen, oder? Dann tue ich nicht paraphrasieren, dann sage ich auch, Alter, ganz ehrlich, würde mir das passieren, ich wäre auch am Boden zerstört, aber es ist einfach, jetzt die Situation ist da, kleiner Schlenker zum Stoizismus, Folge 11. Dann unterstützt du die Person, dass wir können anzunehmen. Und das heisst ja nicht, dass du es gut musst reden und sagen, egal, wenigstens musst du nicht mehr laufen. Jetzt Ja, bin aber ich ein weißt, eine Paraplegiker. psychische Krankheit anzunehmen ist anders, als wenn du etwas Körperliches, das so gravierend ist, musst, also das ist jetzt meine Meinung. Ja, und ich schiesse voll gegen deine Meinung. Nein. Schau, wenn du körperlich beeinträchtigt bist, dann ist das... Aber weißt, er kann ja immer noch aus dem Haus laufen und kann irgendetwas unternehmen, was er früher auch unternommen hat, trotz Medikament. Nein, vielleicht aber auch nicht. Ja, Ey, wirklich, aber in den es hat- meisten Fällen. Ich habe jemanden zum Beispiel gehabt, er hat Medikamente bekommen, hat 25 Kilogramm zugenommen. Libido ist voll am Arsch, er muss jeden Tag Medikamente nehmen.
sonst hat er immer noch die Gedanken. Und es ist schon so, es macht dich auch so, ich weiß nicht, wie das heißt, affektarm oder keine Ahnung, dass du nicht mehr so die Energie Also, hast. Affektinkontinent nennt man das, glaube ich. Ich muss den Fehler vom Anfang auspicken. Ich muss auch beweisen, dass ich es A eigentlich verdient hätte, Ja. nicht das B. Gib mir zufrieden mit einem B. Nein, und ich sage dir ehrlich, also ich kann halt nur reden von der Psychiatrie, weil ich das kenne, aber ich finde so etwas viel schlimmer. Aber das ist ja eben das, Ruby, ich habe 7 Jahre mit so Leuten gearbeitet, du hast mehrere Jahre mit diesen Leuten gearbeitet, schon klar verstehst du die mehr als die Leute jetzt in der Psychiatrie. Das Das ist ist mir ja. schon bewusst. Das ist mir schon bewusst. Aber ganz ehrlich, Also mir fehlt auch die Affinität fürs Psychische. Ich weiß, also eben, ich glaube, vielleicht ist es einfach, weil ich nie in einer Psychiatrie gearbeitet habe. fix wegen dem. Wenn du würdest in der Psychiatrie arbeiten, ich glaube es. Wenn du würdest auf der Somatik arbeiten, dann... Ich könnte es nicht. Ich kann nicht. Schau, auch zum Beispiel etwas über den Job. Leute denken, die Pflege ist immer so Arschputzen und so. In der Psychiatrie oder im Gefängnis ist das nicht der Fall. Also ich habe einen Arsch geputzt, wenn dann auf der Geriatrie. Da habe ich aber nur ausgeholfen ein Da paar hast du richtig Tage. viel cool ausputzt. Da habe ich richtig viel cool ausgeputzt. Es war mega erfrischend. Nein, aber es gibt auch Pflegeberufe ohne das. Also wenn Leute die Pflege machen, aber es schießt sie an, wortwörtlich, Arschputzen, das gibt es auch. Also darf ich etwas zum Arschputzen sagen? Ja. Das ist, wenn du dann im Beruf bist, das ist das, was am wenigsten schlimm ist. Also das ist nicht mal etwas, was als Kontra gilt auf meiner Liste von positiv und negativ von meinem Beruf. Ja, Das ist so etwas... ja, aber es gibt ja Leute, die zum Beispiel mega sich grusen oder kotzen, wenn... Also zum aber Beispiel, dann schaffst du auch nicht in der Pflege. schau, ich sage dir ehrlich, ich habe hure Mühe gehabt, früher Blut gesehen. Und dann habe ich gedacht, ich muss Blutentnahme machen und so. Oh mein Gott, wie soll ich das wie machen? Ich habe gedacht, komm, ich gehe mal, ich probiere mal. Heutzutage, also immer wenn Blut abgenommen werden muss, kommen sie zu mir. Weil ich es einfach hure gerne mache. Und das ist ja etwas, du tastest dich ja auch etwas an und irgendwann kannst du das wie, verstehst Ja, du? aber weißt du, das, was ich sagen will, ist ja eigentlich das, dass wenn ich abwägen tue, was schlimm ist an meinem Beruf, dann ist es nicht Stuhlgang reinigen, sondern eher zum Beispiel, du begleitest jemanden mega jung in den Tod oder du bist dabei, wenn jemand Jungs eine mega schlimme Diagnose bekommt oder du eine Mutter entlässt vom Spital und du weißt, du entlässt sie nur, damit sie daheim sterben kann und sie hat daheim irgendwie Kind. Also das ist eher das Negative, das Schlimme, als einfach einen Arsch zu putzen. Ja, aber was sagen die Leute, die nicht Pflege machen? Ich gehe doch nicht Arsch putzen. Ja. Also ich sage auch, das Schlimmste für mich ist, glaube ich, eine Mutter in den Tod begleiten, wo ich dann meine Spitex hatte. Also ich habe auch Somatik dann gemacht weiss. und auch Langzeit so ein bisschen. Und es ist wirklich nichts Schönes, weil du gehst heim, du weißt, die Frau wird bald sterben, die hat Krebs gehabt, metastasiert überall. Und sie hat 2 kleine Gofen daheim, die immer wieder kommen, auch wenn du dort bist. Und ich spritze ihr so Morphin und so. Und ich weiss, es geht nicht mehr lang. Und das ist schon die Schattenseite eigentlich. Ich sage aber nur, was als Schattenseite von der Gesellschaft angesehen wird. Ich weiß nicht, wer ich da zitiere oder einfach irgendwo das mal aufgegabelt habe, ist, dass Corona uns eigentlich gezeigt hat, welche Berufe eigentlich von Matter sind. So, Ja. welche Berufe eigentlich wirklich notwendig sind, damit die Gesellschaft irgendwie funktionieren kann. Und es ist definitiv nicht ein hässlicher Bürojob. Nein, aber weißt du, was ich meine? Es ist so, Ja. früher haben wir immer gesagt, Pflege und so, die können nur Arsch putzen. Ja. Und dann ist Corona gekommen und dann plötzlich so, Dann sind alle die go mü- applaudieren. Ja, aber was sind denn die schönen Seiten an deinem Job? Also jetzt kommt jemand, blauäugig, weiss nicht was machen, wie du vielleicht früher, und kommt jetzt zu dir schnuppern, weil ihre Dad macht das auch. Und jetzt kommt sie zu dir und du musst sie betreuen. Und sie sagt, Ruby, sag mir mal 3 positive Seiten von diesem Beruf, aber auch 3 Schattenseiten. Was würdest du sagen? Also ich würde mit einer 0815 weil ich gerne Mensch will. Nein. Hey, es gibt so viel Positives. Ich meine, ich bin jetzt jemand, ich liebe Medizinaltechnik. Also ich liebe Infusionen, legen, Blut entnehmen, die schlimmsten Wunden versorgen, Patienten nach dem OPS betreuen. Ich finde das alles mega spannend. Ich bin mega gerne dabei. So. Okay, ein Punkt. Aber das ist, weil ich das gerne mache. Ich meine, du in der Psyche hast ja etwas anderes, was du als Positives... Okay, ich tue das Gleichgewicht. Ich sage,
Es ist mega spannend. Also mach du einmal, ich mach einen. Okay, jetzt hast du einen gemacht und ich sage, das Schöne ist, dass du mega tief in das Thema Psyche, menschliche Psyche wie rein siehst und extrem viel in dein Leben wie kannst adaptieren. Das sage ich ist... Was machen wir jetzt, wenn ich das auch würde sagen? Wie? Was machen wir jetzt, wenn ich das auch würde sagen? Ja, was willst du denn sagen? Was ist denn... Also eben, die Pflege hat mich erwachsen gemacht. Ich habe das gebraucht. Auch wenn es mega hart, also es hat vielleicht nicht so hart müssen sein, wie es war, aber es hat mich erwachsen gemacht. Es hat mich für das Leben gewappnet. Ja. Leute, die es schlecht geht, ein Lächeln aufs... Das ist gar nicht... Auf die Lippen zaubern. Ich hätte jetzt gedacht, das tönt so nicht nach dir, Mann. Wo gerade Durchfall bekommen. Aber es ist wirklich so. Also, wenn ich weiss, es hat geheißen, ja, der Patient der ist unmöglich, der lässt sich nicht betreuen, der ist nicht compliant, versteht nicht, was wir eigentlich da mit ihm wollen, was wir vorhaben mit ihm und so. Und ich habe meistens gesagt, ich sage, den nehme ich. Und ich bin dort rein und wir haben uns so ein bisschen, also nicht angefickt, das sagst du ja nicht mit einem Patienten, aber so, wir haben uns zuerst so ein bisschen konfrontiert. Ich so, du, also jetzt Karte auf den Tisch, so und so, das machen wir jetzt so und sonst läuft es einfach nicht und sonst müssen sie sich überlegen, ob sie sich wirklich da behandeln wollen. Und meistens sind es nachher eben die Patienten, die nachher so happy heimgegangen sind und mir nachher noch, also einfach die Station, Geschenke gebracht haben und danke vielmals, ohne ihre Hilfe und so weiter und so fort. Also schwierige Situationen, die unmöglich scheinen, dass du die wie ich oder wer auch immer kannst oder als Team dann lösen kannst. Ja, und ich glaube, das ist so etwas, was jeder Beruf mit sich bringt. Also es ist nicht etwas, wo nur für die Pflege spricht, sage ich mal. Blöd gesagt, wenn du jetzt irgendetwas verkaufen musst, es läuft nicht im Verkauf, dann kurbelst du es an, dass jetzt das irgendwie der Bestseller ist. Klar, es hat einfach mehr Impact, wenn es mit Menschenleben zu tun hat, als irgendein Produkt, das du verkaufen musst. Also weißt, wenn man sich irgendwann mal bewusst wird, ich glaube, das ist dir nicht bewusst, wenn du die Pflegelehre anfängst, aber wenn du dir bewusst wirst, was für eine Verantwortung du trägst gegenüber deinem Patienten, gegenüber deinem Team, gegenüber Studierenden oder Lernenden, dann ist es so, mindblowing. Weißt du, so, ja, mega. Fuck man, ohne mich würde der Tag eigentlich nicht so gut laufen, wie wenn ich nicht dumm wäre. Okay, yeah. Wenn noch mehr Pflegepersonal quasi würde fehlen. Wenn eben alles stimmt, also weißt du, so das Interdisziplinäre, Sex, Physio, Ergo, Logo, Ärzte, Ernährung, was auch immer, es läuft einfach wie am Schnürli. Ja. Das ist ein richtig geiles Gefühl. Extrem, weil es dir auch etwas gibt, wie du sagst, auch wenn du jetzt nicht so... Also mein Beruf hat Bedeutung. Ich glaube, das ist das, was einem erfüllt. Genau. Dass du das Gefühl hast, du bist heimgegangen und du hast, fuck, heute habe ich richtig etwas geleistet, heute habe ich Menschen geholfen, ich habe heute irgendetwas bibbern. Ja, genau. Genau, es ist jetzt nicht so wie... Also ich habe das bei mir, vielleicht gibt das euch das Gefühl, wo ihr im Verkauf arbeitet. Behindert? Ich werde jetzt sicher cancelled, weil ich behindert sein. Nein. Ist mir egal. Im Verkauf, wenn du etwas verkaufst, denkst du jetzt nicht so, boah, ich habe jemandem jetzt, ich habe wie... Der ist die Traumschuhe von seinem Leben verkauft. Ja, genau, weil es ist etwas, was dich mega erfüllt. Darum, also Pflege ist sicher etwas Erfüllendes, das können wir beide sagen, ob das jetzt Psychiatrie ist oder ob das Somatik ist. Es kann sein, dass eine Handlung von dir ein Menschenleben besser macht oder lebenswerter macht. Und das ist etwas mega Gewinnbringendes. Auch Hoffnung. Ich meine, weißt, viele Patienten haben sie das schon mal erlebt und dann kann ich natürlich nach 14 Jahren Pflegeerfahrung kann ich sagen, ja, schauen Sie, in der Regel, das, was ich jetzt so erfahren habe, so wird es laufen. Das heisst aber nicht, dass es so wird laufen. Ich sage Ihnen jetzt einfach meine Erfahrung noch und es gibt zum Teil, entweder ist es die brutal eiskalte Wahrheit oder es gibt eine Hoffnung. Je nachdem, wie es der Patient aufnimmt. Und der dritte Punkt, der positiv ist, dass du jeden Tag Abwechslung hast. Ja. Also du weißt nicht am Morgen, wenn du aufstehst, was dich... Also das ist in der Somatik. Ich rede jetzt für die Somatik. Ja. Du weißt nicht, was dich am nächsten Tag erwartet. Es ist immer etwas anderes und das macht es irgendwie auch so... Keine Ahnung. Jeder Tag ist interessant. Ja, und wenn mal am Tag ein bisschen nicht, weißt, viel gelaufen ist, dann hast du einfach Zeit für andere Sachen. Es ist etwas Positives, aber hat auch so ein... sorry, ich bin noch ein bisschen verkältet. Es hat noch... Richtig gottloser... kleiner Bögen in die Pflanze gerührt. Nein, so ein Scheiß. Es hat aber auch so einen negativen Beigeschmack im Sinne von, weißt du, wenn du jetzt eigene Probleme hast, die und du hast einen Bürojob und du weißt, es läuft immer etwa plus minus gleich, dann weißt du, okay, ich kann im Geschäft sein und es ist wie ruhig und es ist schön und gut.
in der Pflege ist es eben, auch in der Psyche, ich unterschreibe das, was du sagst, auch etwas, was ich mega oft sage, das unterschreibe ich. Du gehst und dann läuft ein Patient mega gut, 3-4 Tage, und du bist so sein Bezugspatient, er liebt dich über alles. Und dann kommst du und er nimmt seine Medis nicht und will dich angreifen und so. Und eigentlich hast du gedacht, du hast jetzt einen chilligen Tag, aber es ist voll am Abgehen. So. Also, ist etwas Positives, ist aber auch ein bisschen negativ. Ausser natürlich, du suchst einen Job, der nicht monoton ist. Dann ist es etwas Positives, ja. Im Gefängnis auch. Also Leute, die im Gefängnis sich jetzt bewerben, wenn ich so ein bisschen erzähle, Kollegen und so, die sagen, ja, Bro, genau das will ich. Ich habe keinen Bock, vor einem Bildschirm zu sitzen und jeden Tag ist gleich. Ich will ins Geschäft und ich will nicht wissen, was mich erwartet. Also weißt, vielleicht bin ich auch mega vorgenommen, weil ich hasse, wenn ich am Arbeiten bin, wenn ich viel so Bürosachen muss machen muss. Oder wenn ich den ganzen Tag in mir eine Pflegeplanung muss schreiben oder die Mehrheit vom Tag. Ich hasse es. Und das macht dann ich so, oh, ich könnte nie in einem Büro. Aber ich weiß gar nicht, wie es ist, weil ich habe noch nie in einem Büro gearbeitet. Weißt du, was ich meine? Vielleicht habe ich einfach zu viele Vorurteile, die gar nicht berechtigt sind. Ja, ja, eben. Also nochmal zum Klarstellen, wir reden aus unserer Erfahrung. Wir sagen nicht, alles, was wir sagen, ist Gold wert und richtig. Was hast du gemacht? Oh Gott. Ja. Jetzt kommen wir mal zu den negativen Punkten. Oder hast du noch mehr? Negativ. Ja, eins Negatives habe ich ja schon gesagt. Eben, wenn jemand in den Tod begleitet oder eine schlechte Diagnose bekommt. Schicksalsschläge müssen ausbaden oder mitwirken. Also weißt, vielleicht so bildlich genau vorgestellt, also zum es bildlich machen ist zum Beispiel, du bist während der Visite da, der Patient ist operiert worden, man hat die fehlenden Befunde bekommen, für die Ärzte steht fest, er hat diese Diagnose. Und du bist im Zimmer und das ist gerade der letzte Patient auf deiner Visite, er bekommt die Diagnose weiter, haben Sie noch Fragen? Nein, weil Patienten können meistens in einer Minute, wo sie das irgendwie verarbeiten müssen, nicht die Fragen stellen, die sie hatten. Und dann gehen die Ärzte weiter und du bleibst bei dem Patienten. Also das heisst, du bist die erste Ansprechperson von dem Patienten, wo quasi mit dieser Situation jetzt mit ihm muss schauen, hey, also wo stehen wir, was machen wir jetzt, was ist jetzt der Plan? Und wo du den eigentlich quasi auffängst. Und das ist, ja, je nachdem, also nein, positiv sagt es ja nicht. Also weißt, es ist ja einfach nur tragisch. Und als Mensch, also ich als Ruby, ich würde zerbrechen daran. Ich als Ruby Pflegefachfrau bin schon am überlegen, okay, was machen wir? Ja. Wie kann ich mir jetzt helfen? Okay, ja. Ich muss dann eigentlich quasi immer meine Gefühle, meine Emotionen unterdrücken. Die haben jetzt einfach nicht, also Die haben jetzt einfach keinen Vorrang. Genau, so, also jetzt steht einfach der Patient und seine Gefühle und seine Emotionen und seine Wut stehen im Vordergrund, alles andere kann jetzt warten. Und ja, etwas Negatives noch. Ja, zu dem, wie, also, etwas Negatives zu dem, oder um das zu unterbuttern, sage ich so, wenn es dir schlecht geht, wenn es dir scheiße geht, deine Freundin hat sich getrennt oder keine Ahnung, was ist andere Problem, du kommst ins Geschäft und die Personen leiden, es ist wie jedem blöd gesagt, egal wie es jetzt dir geht, weil du musst einfach für den Patienten dort sein. Und wenn es Leute sind, die ihre Emotionen nicht mal auf die Seite tun können oder ihre Probleme, dann ist der Pflegeberuf sicher etwas mega Falsches, was du kannst machen. Absolut. Also für mich, ich habe so viel... Nein, kein Mittel. Ich habe so viel zum Teil Probleme gehabt, aber sobald ich einen Fuß in das Spital gesetzt habe, weg. Ich habe funktioniert, mein Hirn hat gearbeitet. In der Sekunde, als ich das Spital verlassen habe, habe ich aber all die Sorgen der Patienten, all das, was passiert ist im Geschäft, habe ich hinter mir gelassen und dann haben wir meine Probleme. Dann ist es brüllt. Ja. Nein, und das ist auch etwas, wo vielleicht auch positiv sein kann. Ich nehme das alles so. Sorry. Alles gut, ich kann nichts anderes erwarten. Das ist auch vielleicht etwas Positives, dass der Job dich wirklich so ein bisschen von deinem Alltag entreißt, weißt? Es ist so wie eine neutrale Zone, wo du gar keine Zeit hast, gar keine Kraft hast und auch nicht solltest über deine eigenen Probleme nachdenken. Weil es gibt so viel zu tun in der Pflege. Ja. Du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit dafür. Es tut mir leid, Mann. Schon gut. Sicher. Stimmt, Podcast. Eben. Siehst du dein Gesicht dort hinten? Siehst du da irgendwie, dass du Kritik anbringen sollst? Nein. Ja. Was sind wir? Negativ? Hast du noch mehr negative Sachen? Habe ich jetzt schon 3 genannt?
Ich weiß es nicht, es Der gibt Lohn. es Ideen. Machen wir das Fass mit dem Lohn auf. Danke für den Applaus, aber eben, man kann nicht mit dem zahlen. Also wenn du vergleichst, was andere Leute mit einem HF-Abschluss verdienen, im Gegensatz zu der Pflege, obwohl ich nehme mir jetzt die Freiheit rauszusagen, dass Pflege mental wie auch physisch der strengste Job ist im Vergleich zu anderen HF-Abschlüssen, ist es einfach eine Frechheit, eine bodenlose Frechheit unter aller Sau. Es ist doch jetzt eine Pflegeinitiative gelaufen. Die ist ja auch angenommen worden. Also muss ja auch mehr Lohn gezahlt werden. April 24 muss es umgesetzt werden. Einfach behalte das im Hinterkopf. Ich bin mal gespannt, was bis April 24 passiert. Also viele haben ja einen Corona-Zuschlag bekommen, die während Corona gearbeitet haben. 100 Franken. Wow. Das hat Haben wir gerade mal natürlich... eine Diva gönnt mit den 100 Franken. Was aber jetzt schon in Kraft gesetzt worden ist, ist, dass du jetzt in der Langzeitpflege in diesen Heimen 7'800, also einfach das so, ist egal, 7'800 Franken brutto Lohn bekommst. Im Monat. Und das ist mal ein guter Ansatz, weil das macht den Beruf ein bisschen attraktiver. Attraktiver, ja. Jetzt müssen wir es nur noch in den Spitälern und in der Psychiatrie Ja, umsetzen, weil dort fehlt es auch. Also Ja. weißt du so. Ey, es fehlt vor allem, also ich sage dir ehrlich, Psyche mega wichtig, Langzeit mega wichtig. Ich sage aber als Psychopfleger, das Wichtigste ist Spital, sorry. Das Wichtigste ist Spital. Eigentlich müssten die meisten Gelder Nein, jetzt dort korrigiere ich investiert dich werden. Eide. Corona-Zeit. Wie viele psychisch erkrankte Menschen ich auf der im Akutbereich hatte, weil die Psychiatrien voll waren. Ich hatte Patientinnen und Patienten, die haben sich versucht, das Leben zu nehmen oder haben sich die Venen aufgeschlitzt. Während ich im Frühdienst irgendwie nur so versucht habe, über Wasser zu kommen. Wie sagen wir? Über Wasser zu kommen. Korrigiere mich doch, wenn ich so... Über das Wasser Wie scheiße ich halten. rede. Ja, über das Wasser halten. Ja. Fällt mir nicht. Und wir haben sie nicht mehr per FU in eine Psychiatrie einweisen. Wir haben einfach wir, die einfach grob gesagt keine Zeit und keine Ahnung haben müssen mit so Situationen, also darum, ich finde beides ist mega wichtig. Mega, kannst du meinen Stuhl loslassen? Danke. Nein, ja, es ist beides mega wichtig, aber ich sage, Spital, also es ist so wie akuter, wie soll ich sagen? Wer landet im Spital meistens, schon klar, es gibt Operationen, die jetzt nicht lebensnotwendig sind, aber die meisten sind im Spital, weil irgendwie das Leben abhängt. In der Psychiatrie, klar gibt es das auch. Suizidgefährdete, aber es gibt auch viel, wo blöd gesagt, sage ich jetzt mal, wenn es das in einem halben Jahr jetzt irgendwie behandeln würde es... Verstehst du, wie ich meine? Ja, aber weißt du, es geht alles ein bisschen Hand in Hand. Weil wenn ich jetzt Patienten, sagen wir den Notfall, Patient psychisch krank, gerade höchst Suizid gefördert, ich muss ihn per FU verlegen, weil ich habe keine 1:1 Betreuung gewährleisten auf einer Abteilung. Es hat keinen Platz. Fuck, ich bin gefickt. Langzeitpatient, keine Ahnung, hat irgendetwas, könnte eigentlich Übergangspflege gehen oder einfach zurück ins Pflegeheim. Kein Personal, geht nicht. Fuck, besetzt einfach ein Bett im Akutspital für jemanden, der vielleicht etwas viel Schlimmeres hat als gerade die ältere Person. Ja, ich sage nur, wenn du alles abbrechen würdest, auf nur Akutfälle bleiben wie drinnen, dann wären die Spitäler immer noch voller als Psychiatrien. Glaube ich. Ich kann mich auch täuschen. Ich will jetzt auch nicht irgendwie den Pflegeberuf in der Psyche schlecht reden. Gar nicht. Nein, gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich habe das Gefühl, dass du es schlecht redest, aber es ist einfach... Es braucht leider alle. Es braucht alle, klar. Lohn ist etwas, aber da möchte ich das mit etwas Positivem... Also man muss auch sagen, Ruby ist eher die positive Stimme, ich bin eher die negative Stimme. Soll es auch mal geben? Wie? Soll es auch mal geben, dass ich die positive... Soll es auch mal geben, genau. Sonst sind wir umgekehrt, in jedem Belang. Zurück zum Thema. Hakan, wie läuft dein Lebensleben so? Hey, mein Lebensleben läuft super. Allein und voll glücklich. Nein, Oh Gott. in der Pflege hast du auch mega Weiterbildungsmöglichkeiten. Also ich sage jetzt mal so, ich habe Pflege gemacht, HF gemacht und dann habe ich ein paar CAS dran gehängt und nicht jetzt zu mich irgendwie profilieren, aber also mein Lohn ist nicht bei 7, 8. Also weißt, du kannst deinen Lohn auch hochjagen mit
Ausbildungen, dies dazu und kommt, das. dass du ein bisschen ein Mann bist. Ein Mann bist, verdienst sowieso ein bisschen mehr als ich. Leider. Wenn wir Das auch ist zu diesem immer Thema noch kommen, sind wir wieder bei Frau und Mann. Ey, Wollen wir das fast so? nein, ich sage nur, ich bin auch dafür, dass jeder wie gleich verdient. Aber wenn wir von Gleichberechtigung sprechen, dann bitte auch in allen Belangen. Dann kommt auch Vaterschaftsurlaub für mich. Ja, absolut. Also ich sage nicht, dass du dagegen bist, aber weißt du, wie ich meine? Leute reden immer dann nur über den Lohn und Männer sind immer wie bevorzugt. Es gibt auch viele Sachen, wo Frauen bevorzugt sind. Also Einfach, es dass nur mal schon gesagt ist. Mutterschaftsurlaub, wenn ich schnell da was andocken kann. Ich meine, das ist nur schon Hilfe für die Frau, die sich im Wochenbett befindet. Genau. Wochenbett bedeutet für alle Analphabeten, Männer, die das Gefühl haben, sie müssen ihre Frauen nicht unterstützen, nachdem sie das Baby umgebunden hat. 40 Tage Wochenbett im Bett. Eben. Und was sagst du, Und 2 nicht- Wochen? Als Mann? Ja. Je nachdem hast Wenn du es vielleicht... gut läuft, ja. Wenn es gut läuft, hast du 2 Wochen und wenn es schlecht läuft, dann hast du, glaube ich, 2, 3 Tage. Ein paar Tage, ja eben. Nein, und das Fass können wir gerne ein anderes Mal aufmachen. Also Gleichberechtigung, Mann, Frau in der Pflegewelt sicher auch spannend. Ja, aber gehen wir gar nicht rein, sonst schlägeln wir noch da. Das ist auch nicht Nein, so. überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind der gleichen Meinung. Ja, obwohl, ja. Nein, es ist... mich regt es einfach immer auf, weißt, dass immer nur die Frauen dann das Maul aufmachen, wenn es zu ihrem Vorteil, wenn es um ihre Vorteile Also ich geht. bin keine Feministin. Nein, bist du nicht. Wenn Nein. das noch nicht klar So ist. schnüren wir Ich uns bin nicht so gut absolut verstehen. keine. Nein, ich habe gar nicht, wie gesagt, dagegen, dass man für seine Rechte einsteht, aber dann reden wir bitte vom Gleichen und berücksichtigen auch das Es geht andere einfach darum, Geschlecht. die gleiche Leistung wird vollbracht. Sie muss gleichermaßen entschädigt werden. Entlöhnt. Entlohnt, entschädigt, was auch immer. Ja, Scheiß. alles gut. Das ist eigentlich das Einzige, was man dazu kann sagen und sollte sagen. Ja. Wenn es so einfach wäre, geh doch in die Politik. Wer weiß? Wer weiß, was für CAS du noch machst. Nein. Aber ja. Das ist schon etwas. Nein, du frag mal deine Fragen da, wo du wie hast. Ich bin jetzt Bist du ready? bin ich ready. Willst du nicht noch die 5 Minuten Bescheid geben, dass es nicht geht? Nein. Oder ist das einfach so eine Überraschung? Was? Zeitlich. Nein, das stimmt schon, aber easy, wir können sicher Also noch 10, gut. 15 Minuten. Red du noch erst, du mal ein bisschen Zeit füllen da. Darkness, my Also old gehen wir ein bisschen weg friend. von der Pflege. Damit es wieder spannend ist für die keine Ahnung haben von Pflege. Ja, können wir. Also, was wäre ein Advice, also ein Ratschlag, wo du anderen würdest sagen, wo du aber selber nicht befolgst? Lasst euch weniger von euren Gefühlen steuern. Das ist So fest Geht. Ja. Ja, das ist ein Advice, wo ich Ja, geben wo du würde, nicht befolgst. wo ich selber Mühe habe zu befolgen, wo mir ein bisschen mehr gelingt als früher, aber nicht in dem Ausmaß, wo ich es mir würde wünschen will. Sachen, die passiert sind, wo du nicht ändern kannst, kannst du nicht ändern. Du kannst den Kopf blau und grün zerdenken. Du kannst es einfach nicht ändern. Und darum, für was deine wertvolle Energie verprasseln, wenn die Antwort am Schluss genau gleich ist, wie hättest du das nicht gemacht? Und das ist so ein Advice, wo ich Du nicht mir befolgst. immer wieder eintrichtere und Mühe damit habe und wo ich anderen gerne mitgeben würde. Kannst du für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und alles dazwischen sagen, wie fest wir nach Stoizismus leben? Also, Folge 11, rückblickend. Ruby befolgt Stoizismus so fest, dass sie nicht mal gewusst hat, was Stoizismus ist und das Wort Stolzismus ausgesprochen hat Und googlen. und googelt hat und dann nach einem Selbsttest hat müssen erfahren, dass sie 0,0 nach Stoizismus lebt und Die Philosophie vom Stoizismus. genau, und ich habe das ja auch. Also, ich glaube, das ist ja etwas, so ein gemeinsamer Nenner, wo wir haben. Info prasselt ein und wir sind dann gerade Feuer und Rache und warte nur. Muhahaha. So ein bisschen. Ja, also ich würde sagen, ich lebe es ein bisschen mehr als du. Aber immer noch so. Was? Jetzt haben wir es gerade nur... Was?
Ja, und ich glaube Ich glaube ihm kein Wort. Keine. Also, ich kann euch mal Textnachrichten von der Ruby da veröffentlichen. Nein, Ja, würdest du sagen? Deine Favorites auf deinen... Ist alles gut. Würdest... Sind wir wieder bei meinem Liebesleben? Ja. Nein, würdest du sagen, du bist Also- stoizistischer? Wir sind absolut beide nicht Stoizismus. Stoiker? So viel dazu. Okay, Also. okay. Also ich habe es ein bisschen mehr im Griff. Also denkst du, dass die guten Absichten, also wenn man es immer gut meint, dass dich das zu einer guten Person macht? Ja, Also, Frage ist... Ich bin eine Bewegungslegasthenikerin. Ja, ich habe es gemerkt. Das ist halt, weil sie nie Sport machen. Kinder machen Sport. Das hast du vorher selber gesagt. Was Kinder mich jetzt an? machen Sport. Was? Kinder machen Also Sport. Kinder machen, das kann ich gut. Kinder machen Sport, habe ich Ja, gesagt. ist gut. Also, frag nochmal, meine Fresse, Mann. Also denkst du, dass Leute, die immer gute Absichten haben, gute Menschen sind? Oder gute Personen? Also, ja. Wenn du gute Absichten hast... Also wenn ich es immer gut mit dir meine? Nein, das nicht. Du stellst eine Frage, nachher stellst du eine komplett andere. Nein, das ist genau die Frage. Denkst du, dass Leute, die gute Absichten haben, gute Menschen sind? Ja, weil ihre Absichten sind ja gut. Aber wenn es Sagst für dich du- nicht gut sind? Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß es besser als du und meine Absicht ist einfach nur gut, weil ich es besser weiß als, weil ich das Gefühl habe, ich weiß es besser als du. Nein, Und meine guten Absichten treiben dich aber voll ins Verderben. nein, Macht mich nein. das zu einem guten Mensch? Nein, das macht dich nicht zu einem guten Mensch. Auch wenn du es immer gut mit mir meinst, blöd gesagt, macht dich es auch nicht zu einem guten Mensch. Dann macht dich das eher ein bisschen übergriffig. Weil also woher willst du wissen, was gut für mich ist? Also in allen Belangen. So, ein Mensch kennt niemals einen anderen Mensch so gut. Also was ich vielleicht mehr... Also ich bin jetzt zum Beispiel immer der Meinung, vertraue Menschen, die zu nett sind, von Anfang an nicht. Nein. Also sobald jemand zu nett und seine Stimmlage zu hoch bei dem... Klierlich ist ja. Ja, das ist so... Nein, halt ich fern, wo ist das Arschloch? Ich freunde mich lieber mit dem Arschloch an, weil ich weiss, end of the day, ich werde mich besser mit dem Arschloch verstehen, was das Gefühl haben am Anfang, als mit dieser netten Person. Ja, aber also, es ist mega individuell, würde ich sagen, weil du bist ja jemand, du willst lieber raw, voll ins Face und dann weißt du, woran du bist, anstatt dass man so mit Ja, aber was bringt es mir, wenn du ausgeschmückt- durch die Blume mich die ganze Zeit eigentlich verarschst? Was bringt mir das, wenn du es nicht gesagt hast? Nein, eben darum sage ich ja. Also, aber du musst die Frage wirklich anders stellen, habe ich das Gefühl. Also, verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn du gute Absichten wie hast, kann das ja durchaus sein, dass ich ein guter Mensch bin. Also die Kernaussage von dem ist einfach, je nachdem, wie deine Absichten ist, also nur weil du gute Absichten hast, sorry, heisst es nicht, dass du ein guter Mensch bist. Meine Meinung. Ja. Diese Antwort habe ich einfach will. Also, nächste Frage. Komm. Denkst du, den Sinn vom Leben müssen zu finden, ist ein Muss? Ja, damit du ein Ziel hast. Und wie soll ich das sagen, ich glaube, jeder Mensch braucht Ziel im Leben. Wenn du kein Ziel hast, dann... Ich sage nicht Ziel. Ja. Sinn. Darf man da ausreden in dem scheiß Podcast, Mann? Nein. Ja, red weiter. Wenn du wie ein Ziel hast, und Ziel ist ja vielleicht der Sinn für dich im Leben zu finden, das definiere ich jetzt als Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ja, es heisst ja nicht, dass du das wie erreichen musst, das Ziel, aber das Ziel zu haben, so und so, wie will ich werden, das und das, wie will ich erreichen, das macht uns ja wie lebendig. Wenn du einfach nur dahin vegetierst, du hast keine Ahnung, was du auf dem Planeten machst und sitzt wie deine Zeit ab, ist das ja total vergütete Zeit. Was ist denn der Sinn von deinem Leben? Der Sinn von meinem Leben ist, einen geregelten Dopaminausstoß zu haben. Also, dass ich einfach trotz all diesen Scheiß-Sachen, die passieren im Leben, Schicksalsschläge, was auch immer, dass ich gleich mein Leben so gestaltet habe, dass ich immer wieder wie Dopamin ausschütte. Das ist für mich Hast du das nicht Ziel vom gerade Leben. genug Dopaminausschüttung? Wenn ich mit dir da sitze, sowieso. Dann Mit sowieso. deinem aktuellen Lebensleben, Mann. Ey, Machst du du- nur und Minus, du- Mann. und Du mein- machst nur Minus Wieso? mit deiner Wieso? Dopaminausschüttung. Nein, ich habe voll Erklär Dopamin. kurz schnell, was Dopamin ist. Dopamin ist Glücksgefühl. Ja, ich lasse jetzt so stehen. Komm, sag, du kleine Nein, alles- Klugscheisserin. Komm, sag, was ist es? Schon gut. Was ist es? Alles gut, alles Ein- gut.
biochemischer Stoff, der im Genau. Hirn generiert wird. Ja, und was ist das Glücksgefühl? Ist das Ja, ist noch? gut. Ist gut. Meine Nerven. Tut dein Kleidungsstil dich widerspiegeln? Was? Dein Kleidungsstil, dein Style so. Ey, Dein Kleiderstil, so wie du dich kleidest. mich Die widerspiegelt. Kleider... Nein, Spaß. Nein, nein, weil ich ab und zu rauslaufe wie der grösste Hund und ab und zu style ich mich voll auf, als würde ich irgendwie einen Catwalk laufen und es ist so, es sagt viel aus über meine Stimmung vielleicht, also, aber nicht, dass es mich irgendwie beschreibt, würde ich jetzt nicht Ich sagen. finde es mega schwierig, gell, so als Millennial. Wir haben ja die schlimmsten Mode-Fails Ey, durchgezogen, die es gibt. mit hinten lang Oh und so Gott. Bilder so, So nicht mit so Sternen. ja, Du bist Tektoniker und so. scheisse. Du bist sicher so einer gewesen. Ey, ich habe hinten lang gehabt, ja voll, ich habe sie auch glättet, voll. Aber Hast du so eine kleine Glättbürste gehabt? So? nein, ich hatte eine grosse Glättbürste gehabt von meiner Mami. Ja. Und habe die benutzt. Aber eben, also ich bin auch der Meinung, das sagt eigentlich nicht über einen aus, weil sonst wäre ich der grösste Nuttensohn, weil 90% von der Zeit laufe ich wie der grösste Missgeburt. Ja, voll, nein. Ich sage eher, wenn du dich davon befreien kannst, das sagt mega viel über dich aus. Also, wenn ich rauslaufen kann, wie ein Penner und Leute sehen mich und ich denke mir, oh mein Gott, was denken die jetzt über mich? Das sagt viel mehr über mich aus, dass ich ab so Banalitäten nicht meinen Charakter wie festmache. Es ist nicht so wie... Was Das hat hast du jetzt schön gesagt. Danke. der Karl Lagerfeld hat doch mal gesagt, die Leute, die im Alltag eine Trainerhose haben, haben ihr Leben nicht im Griff. Wir haben beide Ich habe Trainerhosen. sowas von im Griff und ich habe aktuell Trainerhosen. Wir haben beide Trainerhosen im an und wer lebt denn noch? Ich glaube nicht. Nein. Scheiße viel. Nein, das ist so ein Modespruch. Ich habe es auch gelesen, früher habe ich es voll cool gefunden. Jetzt, also jeden Moment, wo ich kann mit Trainerhosen laufe ich mit Trainerhosen. Also für mich entweder homeless, ich bin der grösste Penner, oder ich bin top gestylt. Ja, eben Es voll. gibt kein Es gibt nichts in dazwischen. between. Nein. Deine Anglizismen regen mich wieder ein bisschen auf. Du bist eigentlich nicht so. Entschuldigung. Alles gut. Nein, also Nein. ich habe gedacht, weißt du, ich bin Mutter und so, und ich denke, ich bin voll die gestylte Mutter. Kennst du den Adam Sandler, seinen Style? Ja, Ich bin so eine Mutter. ja, Mann. ich feiere ihn bin voll. fucking Ich so feiere ihn eine voll. Mutter. Der hebt auch die Jogginghose zu Tod. Wenn ich Nein. mein Kind am Nachmittag wieder holen, die kennen mich nicht. Ja, nein, Wer darum. Voll dagegen. Ja, was ist denn da noch? Komm, eine Frage haben wir noch. Und nachher habe ich Termine leider. Ich bin so busy, oh mein Gott. Was macht dir am meisten Angst über die Zukunft? Was macht mir am meisten Angst in der Zukunft? Hey, es macht mir nicht Angst, aber meine grösste Angst, müsste ich so definieren, ist irgendwann mal allein da zu sein und keine Menschen um mich zu haben, wo man... Bist du da für mich? Okay, ich habe keine Angst mehr. Nein, ich glaube allein sein. Also keine Menschen um mich herum haben, die mich schätzen, wo ich schätze und wo so, ja... also so mit 17 Katzen allein und kein Kontakt zu Menschen wäre, glaube ich, mein grösster Du müsstest meine Nummer lösen. Wege. Ich habe Katzenallergie de la Muerte. Okay. Also, wenn ich keinen Bock mehr auf dich habe, schaffe ich einfach eine Katze. Das ist das. Korrekt. Was ist deine grösste Angst? Hey, mein Kind verlieren. Ja. Also die Angst betrifft nichts. Was wäre noch so eine Angst? Im Krieg zu leben. Mhm. Also wir leben ja heutzutage schon mit, aber das wirklich so die Schweiz quasi davon, das ist meine allergrößte Angst. Ja, mein Kind verlieren, meine Familie. Ich habe nochmal eine Angst. Ich glaube, das übertrifft wie alles, aber es ist so, eines Tages wird das kommen. Ich hoffe, ich bin jetzt schon alt und bin dement, dass ich es nicht mehr check. Ich glaube, meine Mami verlieren wäre so das Schlimmste für mich. Ja, das war für mich einmal so, bis ich ein Kind bekommen habe. Hey, das sagen alle und ich tue das gar nicht irgendwie... Also es ist mega, mega schlimm, ich kann mir das nicht vorstellen, das ist ein Gedanke, den ich ganz weit weg von mir trage. Ja. Aber wenn du müsstest entscheiden, weißt du noch die Frage, was würdest du eher? Hey, ja, voll. Ein Nein, Riesenfick oder das sehe ich auch bei meiner Mami, das sagt sie auch. Also, wenn du mal ein Kind... sagt immer, wenn du mal ein Kind hast, dann wirst du mich verstehen. Wieso ich nicht will, dass du in die Ferien gehst. Wieso nur das.
das kannst du nur verstehen, wenn du ein Kind hast. Und ich glaube, hätte ich ein Kind, würde ich glaub, genau gleich antworten. Ja. Also meine Familie, klar, aber so zum Beispiel erste Stelle kommt so meine Mami, zweite Stelle kommt meine Nichte. Mhm. So, weißt Er schießt gerade auf seine Brüder. du? Ja, voll. Ich schieße auf euch. Alle 3. Nein, ich liebe meine Brüder über alles, aber Mami Das kommt merkt man. bei jedem zuerst. Das weiß ich auch über meine Brüder. Und Ella, meine Nichte, ist so, wenn du mal ein Kind siehst, ein bisschen aufwachsen und es trägt so deine Gene mit, egal wie egoistisch das tönt. Ja, und du siehst auch Sachen von dir in ihr. Genau, wahrscheinlich. genau. Und Und ganz krass. das ist, also ein Kind geht über alles einfach. Ja. Das ist es so. Nein, zu warm. We are too hot. Also, Kamera ist Immer leider, bei mir? Was ist leider los? ausgegangen. Es ist nicht nur bei dir, wir machen jetzt so weiter. Ich tue einfach das dann drauf. Wir werden Aber fertig kannst du auch sein. Doppelkinn von oben filmen? Das sieht gut aus. Ich schwöre. Ey, das wollte ich noch zeigen. Danke. Ich habe das Geschenk bekommen und Ruby jetzt verunstaltet. Ich habe es einfach Ich bin gar nicht ich, das was bist du redest du? gewesen. Das bist du gewesen. Nein! Falsche Anschuldigung. Was sind deine Beweise? Ich habe keine. Das war der Flo, der Lutsch und das Ruckus, das habe ich geschrieben. Aha. Weil ich habe gesehen, wie du das Ruckus geschrieben hast. Ja. Hey Ruby, ich danke dir viel mal. Schade, die Kamera wieder abgestellt, aber ihr seht ja noch das Bild. Wir sind so schön. Letzte Wort für den heutigen Tag. Was ist dein Pflegespruch da schon wieder? Lachen wir miteinander, lernen wir voneinander. Oh mein Gott, wir sind stolz gerade. Danke vielmals fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Jetzt redet mir. Tschüss. Yeah.